international gesehen, als die letzte Woche, letzte Monat ein Sujet, den du dominiert, dass die Situation für Griechenland, wo über die letzten Monat, kann ich schon mal letzten Jahren eine Entwicklung gemäht wird, die besonders nicht erregend ist, die auf höchstem europäischem Niveau permanent diskutiert wird. Die Diagnose fängt für uns damit an, dass wir uns bestätigt gesehen daran, dass Europa viel zu viel schnell, viel zu viel groß ging, dass Sachen über die Knie gebracht sind und dass Europhorie zunächst gutem feiert. Wir sind fest überzeugt, dass die Lesungen, die im Moment undiskutiert von den europäischen Finanzministern, zu einer europäischen Tragödie feiern. Es gibt eine wunderbare Idee, die heißt Europa, und es gibt eine noch viel bessere Idee, die heißt Euro. Zwei Sachen, zu denen wir uns noch immer bekannt tun und die wir für extrem wichtig erachten. Und genau dafür dürfen die nicht futtige merken. Und zwei Grundsachen, ganz viele andere Sachen, mit zwei Grundsachen, ein Land, das will an Euro, darf nicht mehr wie 3% Neuverschuldung haben pro Jahr, und die Gesamtschuld von dem Land darf nicht mehr bedrohen wie 60% vom BIP. Das wären die zwei grundlegenden Konditionen für können an die europäische Währungsunion heranzukommen. 3%, 60%. Was das geschieht, Griechenland gouf in extremis 2001 mat abgeholt, dann den 1. Januar 2002 Geld richtig do war, für die Leute unzupacken do war. Schon 2004 gouf der Rapport von Eurostat, der gesagt hat, Griechen haben gefuddelt. Sie haben vorgemacht, sie haben falsch Bilanz analysiert, sie haben falsch Statistiken gegeben. Und das ist ganz interessant, wenn in Statistiken guckt, die heute publiziert gehen, das heißt also mein Lieblingslektür, das letzte Wort von gestern, da gesagt in dann 2006 106%, und da geht das Licht drauf, gleichzeitig gesagt in der Wurst vom Feld, gesagt in der Arbeitslosigkeit geht drauf, und denken sich, man hat dort also ein konjunkturelles Problem. Das ist falsch. Die Tabelle hier, die müsste nicht 2006 aufhängen, die müsste 2000 aufhängen, und da gebe ich Sinn, dass zu keinem Anblick Griechenland doch nicht mehr von den Kriterien erfüllt wird, für der von Euro heranzukommen. Mit das ist viel mehr schlimm, weil derselbe Jean-Claude Trichet wusste schon 2001, wie sie Griechenland abgeholt haben, dass die Zölle falsch wäre. Und noch der Jean-Claude Trichet wusste, also Premier. Die zwei Jean-Claude wussten, dafür, dass ich nicht kann, durchgestalten, wenn ich vielleicht diffamieren, ich kann beweisen, schöne Zeilen. Der Jacques Attali sagt dort bei einer Konferenz heute Lützeburg bei der Banque de Grof, les deux Jean-Claude savaient que les chiffres étaient falsifiés. Notamment die zwei Jean-Claude haben DZB gezwungen, Griechenland so zu lehnen. Insgesamt sind das heute 47.000 Millionen Euro, die DZB Griechenland gelehnt wird. Und zwar auf einer Weise, wo sie komplett aus ihrer Rolle rausgeht, weil die Rolle von der EZB ist, für eine stabile Währung zu sorgen, und nicht für Bankrottstaaten zu retten. Lo als Belohnung für all das, was sie versuchen, sowohl die europäischen Spitzenpolitiker wie auch die europäischen Bürokraten, als Belohnung praktisch für nicht schaffen, hätten sie gerne mehr Kompetenz. Lo hätten sie gerne einen europäischen Finanzminister, einen europäischen Wirtschaftsminister, die Staaten gehen ein Tutelgesetz, Lützeburg soll sein Haushalt 4 Drohnen rarisch, für das er kann aufgesehen gehen. Das sind Sachen, wo wir mir absolut nicht können. Die Schuldenhaut von Griechenland kann kein Mensch beziffern. Wir haben noch keine Dokumente darüber. Ich habe gelesen von 300 bis 533 Milliarden, das sind die verschiedenen Chiffren, die ich kann hören. Was ich weiß, als wir schon bezahlt, 2010 110 Milliarden. Und zwar nicht irgendwie fiktiv, wie wir den Fonds, den Liegeschirm nehmen und die bezahlt, das kostet als Steuerbürger, die so, wenn das haut, da mehr. Und noch wird gesperrt über zusätzliche Hilfen. Bon, anscheinend wollen sie lohnen, einen kleinen Adrenalinspritz für die Kranken nach Leben zu erhalten bis September und dann dezidieren, wie soll operiert gehen. Wir müssen davon ausgehen, dass das nach 120 Milliarden kostet, da sind wir auf 230.000 Millionen Euro mal 40 Franken, die da dort die Leute kostet. Die Leute an Griechenland, die Leute zu Lützeburg und die Leute an ganz Europa.
Die griechische Tragödie darf nicht zu einer Tragödie für Europa gehen. Und das ist genau das, was der ganz renommierten IFO-Institut von München vorausgesagt. Wir brauchen eine Lesung. Wir brauchen kein Gewurschtels, wir brauchen kein Wischiwaschi, wir müssen hier operieren. Und zwar so operieren, dass Bürgerkrieg in Griechenland verhindert wird, wo man Bord stehen davon. Das klingt nur ganz dramatisch, aber das ist aber ganz genau so. Wir müssen eine Lesung finden, die Respekt weist für unsere griechische Souveränität. Und eine Lesung finden, die Europa als Gedanken und den Euro als Währung rettet. Bon, und dazu haben wir eine Proposition zu machen, dafür stehe am Detail zu präsentieren, die nicht wird dem Jackie Fenkes. Für uns schenkt etwas ganz klar zu sehen: Privatisation von den Profiten und Nationalisation von den Perten, das muss rüber sein. Es kann nicht so sein, dass man die Steuerzahler jahrelang weiter bezahlt, dass die 15–16% Zinsen kriegen, dass die da nicht Modell wollen. Und das, wofür? Weil das die Steuerzahler haben, und sind Griechen und griechische Entreprisen und die Volk aus Griechenland, was das Leute nicht mehr kann packen. Dafür schlagen wir Folgendes vor. Das heißt, erstens sollen Gläubige, allgemein die Kreanzen haben, dass die müssen einen Teil von ihren Kreanzen abgehen. Entweder indem sie Zinsen haben, wie viel, ob es 30, 40 oder 50% ist von der globalen Summe, das soll diskutiert gehen, das muss von Experten analysiert gehen. Es kann auch zusätzlich misst an unseren Namen eine Umschuldung geschehen, das heißt, an einer Werte, wir treten an für eine Solution, was man nennen Rollover, das heißt, dass ein Mix gemerkt für die Gläubige zu kürzen an für eine Umschuldung. Die zweite Sache, die wir proposieren, dass den Europäische Zentralbank, die ganz viele Obligationen hat, an den griechischen Banken und den griechischen Entreprisen durch einen Finanzspritz hilft. Wir können den Rollover überleben, aber wir können noch den Blick eine Situation zu haben, die neben die griechische Ökonomie erlaubt, sich zu relancieren. Wir gingen aber eine Kondition durchstellen. Und diversement, dass das Griechenland aus dem Euro austritt. An austreten muss, das bien entendu so zu verstehen. Wir sagen ganz klar, dass das just nur eine Lesung für Griechenland. Weil es kann nicht so sein, dass Lo vom Fonds Monetär, von der Zentralbank, von den Ministern, von oder von her, die Griechen Sachen imposiert gehen, von denen ihr wisst, dass der Term vom Volk und von den Entreprisen da nicht gedroht wird. Und dass das just nur ein Rapport von einem Problem ist, den er noch wird kommen. Dafür nach ein Kehr am Resümee klar gesagt, wo es uns darum geht. Wir hätten gerne ein Rollover, das heißt ein Haircut an eine Maturation, eine Umschuldung. Wir hätten gerne, dass Versementer gemerkt werden und die Europäische Zentralbank an und die griechischen Banken und Entreprisen für zu verhindern, dass das dort zu Faillite kommt, was nicht einer Schwierigkeit gehen. Aber wir setzen eine Kondition daran, dass Griechenland aus dem Euro rauskommt, was ihnen erlauben, an ihrer spezifischen Situation die richtigen Lösungen für das Land, an ihre Bevölkerung, an ihre Entreprisen zu finden.